Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und jetzt machen wir direkt weiter, nachdem der Demolition Man hier nochmal die Flugzeugwrackreste durchstöbert hat. Und wir gucken mal weiter, wie er in der Wüste zurechtkommt. Wie geil das alles animiert ist. Also da ist die Nathan Drake Collection definitiv richtig geil dabei, was die Grafik angeht. Ach, ich kann Spiele jetzt. Okay, ja cool, dann passt das hier wieder. Dass wir jetzt doch keine Videosequenz mehr haben, sondern dass ich ihn jetzt selber spielen kann. Ja, super. Habe ich an der absolut richtigen Stelle hier aufgehört. Okay, aber ein Hut hat er jetzt auch nicht gefunden oder so. Das ist natürlich bitter. Und der Konvoi sehen wir hier auch nirgends. Ja, so Bandana hätte ich da wenigstens klauen können von einer von der Handlanger. Ja, scheiß doch die Wand. Ja, Cal Silver haben wir noch. Wirklich großartig. Was sehen können wir hier auch nicht. Nee. Okay, jetzt geht's aber wieder in die nächste Sequenz rein, nämlich A. Ja, jetzt kann man immer noch spielen, okay. Und die Fußstapfen, die wir hier machen, die werden wahrscheinlich auch beim nächsten Wind direkt verweht. Ist hier sowas wie ein Pfad, oder? Ah, da könnte was aufgebraucht worden sein, Vorräte. So ganz falsch sind wir hier definitiv nicht. Ja, zu Recht, Nate, zu Recht. Ich mag Sand auch nicht sonderlich, vor allem wenn man am Strand war und dann geht man dann noch duschen und man hat noch tagelang Sand irgendwo in der Unterhose oder in der Arschritze oder sonst wo und ich frage mich echt, wo versteckt sich der Sand? Man hat tagelang noch Sand irgendwo. Ah, was ist denn das hier jetzt? Ach, ein Brunnen oder was? Ein alter? Okay. Ein alter Wüstebrunnen. Mal gucken, ob wir da noch was schöpfen können. Ja, scheiß drauf. Egal ob kalt oder warm. Und? Nichts mehr drin? Scheiße. Ja, an Wasser sollte man denken, ne? Scheiße. Das muss ein Scherz sein. Oh Mann. Ja, das ist bitter. In der Wüste ohne Wasser, das machst du normalerweise nicht so lang durch. Wie die ERV Amo so schön sagt, es kroch der Effendi mehr tot schon als lebendi. So geht's mir gerade auch irgendwie ein bisschen. Ah, und die Musik dazu natürlich. Wo bist du, Sally? Ja, guckst du jetzt in die Sterne dafür, oder was? Wo bist du, Sully? Also du Offer wird er nicht sein, Nate. Komm schon, Nate. Okay, da ist Orion. Ah, wie geil, dass da auch nachts gemacht ist. Ich hätte zur Navy gehen sollen. Hättest zur Navy gehen sollen. So. Oh Mann. Wir wissen ja auch nicht, ob wir überhaupt in die richtige Richtung stolpern, ne? Aber nachts in der Wüste ist noch erträglicher. Oder ist jemand? Oder ist es nur Fata Morgana? Das könnte nur Fata Morgana sein. Oder ist es eine Oase? Ja. Sully wird wahrscheinlich nur Fata Morgana sein, genauso wie die Oase hier. Ja, schön wär's, ne? Und es entpuppt sich natürlich nur als nichts anderes als unerbittlicher, glühender Sand. Welche Wurzeln klammern hier? Was für Wurzeln Welche klammern hier? Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Das war klar. Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Aber hier ist wieder ein Denn Brunnen. du kennst nur Bruchstücke von Bildern, Vielleicht haben wir wo jetzt, die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück.
Die Grille keine Erlösung. Nee. Und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Wieder nix. Fehlanzeige. Wir hier im Kreis. Mist! Ach, das war wieder nur die, bei der wir eh schon waren. Verdammt, Nate. Scheißdreck. Scheißdreck kannst du allerdings sehr häufig sagen, Nate, ja. Das ist richtig beschissen, die Situation hier, ja. Jetzt sind wir bei der Stelle mehr tot schon als lebendig, ne? Oh Gott, ach schon Hitze, ordentlicher Nur Sonnenstich. dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Habe ich vor. Oh, ich krieg ja selber schon so einen Stich, wenn ich nur zuguck. Oh, ich glaube, ich hätte schon längst irgendwo in die Wüste gereiert und wäre verreckt. Ja, dann ruhe ich mal ein bisschen außen am Schatten. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Ja. Ich glaube, das ist T.S. Eliot. Das wüste Land von T.S. Eliot. Ich zeige dir die Furcht in einer Handvoll Staub. Sehr geil übrigens, das wüste Land. Wer es noch nicht gelesen hat, das wüste Land von T.S. Eliot. Sehr, sehr geil. Aber das passt definitiv zur Wüste. Ich zeig dir die Angst in einer Handvoll Staub. Boah. Ja, jetzt friert das sich das Käppel ab. Tagsüber schwitzt das sich ab. Mann, oh Meter. Und wieder Vater Morgana, ne? Sully. Nate! Nate! Sally! Wach auf! Hilf mir. Komm schon, los deine Hand! Und wer ist es wirklich, der uns da aufhilft? Entweder er selber nur oder irgendein anderer Mensch. Ich hab dich gesucht. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Sally? Ja. Nur Vater Morgana wieder. Ach du Scheiße. Und so weiter. Ich mag jetzt aber ins Animo gucken. Ich mag nochmal in die Optionenreihe, ins Audio, Lautstärke. Ich habe alles so hochgestellt wie nur möglich und trotzdem flüstert das alles irgendwie. Schade. Wow, okay, ab zur nächsten Episode. Sally? Okay, da liegt jetzt wieder ein Hinweis. Aha, Fast geschafft. da ist ja all die Ruine. Glück. Es ist ein Dorf. Naja, Dorf nicht, aber all die Ruine hier, die Sache, ne? Aber solange wie der jetzt schon ohne Wasser unterwegs ist, das ist ja eigentlich schon das Ende. Puh. Und? Hm. Da ist es. Okay. Okay. Ist es das? Das Atlantis der Wüste? Geisterstadt. Ja, nur Geisterstadt. 19. Die Siedlung. Okay, der wird wahrscheinlich noch jahrelang Sand in der Kleidung haben und am Körper haben, so wie der sich hier rumgewälzt hat. Sand findet immer seinen Weg. Da hinten sehe ich schon was Blitzer.
Also einen Schatz habe ich schon entdeckt. Oder irgendeinen Gegenstand, den wir verwenden können. Weil unser Maschinengewehr haben wir auf jeden Fall verloren. Jo. Hier liegt ein antiker Alabastersteinbock. Okay. Das ist ja auch noch... Das ist wiederum etwas, das kann ich nur vollziehen, dass das dort liegen könnte. Sieht so aus. Und jetzt ist er wieder auf einmal urplötzlich topfit. Jetzt kann er wieder klettern wie ein junges Reh und wahrscheinlich kämpfen wie ein junger Gott. Schon etwas merkwürdig. Wow, und dass der das alles ohne Kopfbedeckung macht. Ich glaube, ich hätte schon 30.000 Mal gekotzt. Oh, Jesus. Oh, Jesus, da liegt wieder was. Münze des katabanischen Königreichs. Trophäe erhalten, Meisterschatzsucher. Katabanisches Königreich. Das sieht ein bisschen aus wie hellenistisch irgendwie. Ah, tatsächlich. Da ist auch die griechische Eule drauf. Katabanisch sagt man jetzt nichts, aber es sieht auf jeden Fall hellenistisch aus, die Münze. Ach ja. Da wären wir dann so im 2. Jahrhundert vor Christus in etwa bei der hellenistischen Zeit. Okay, Brunnen ist ja alles schön gut. Direkt am Eingang Brunnen finde ich natürlich sehr geil. Aber da können wir anscheinend reinklettern in den Brunnen hier, ne? Okay, was anderes gibt es ja nicht für uns, wo wir hier gehen könnten. Da hochspringen will er nicht, also ab in den Brunnen. Tot. Ja, das überlebt er dann wieder den Sturz. Natürlich. Ja, ach, der Brunnen ist mal wieder ausgederzelt, aber da ist ein kleines Pitch Wasser übrig. Die können wir noch auszuzeln. Mist. Nicht trinkbar. Nicht trinkbar. Scheiße. Okay, nicht aufgeben. Okay, die Plörre war nicht trinkbar. Na toll. Da kommt er jetzt Nimi durch. Da muss ich jetzt wohl klettern. Okay. Okay, das kann er dann plötzlich wieder. Das arg strengte Klettern. Ich glaube, da wäre ich schon längst verreckt hier. Gott, ich erkenne da in der Wüste ohne Wasser auskalter. Ganz schön zäh, der Typ. Okay. Was ist denn hier? Nix, nix, nix. Alles nix. Die Musik spricht auch eher von Tragik als von Hoffnung. Und hier liegt noch ein antikes Gliederarmband aus Silber. Okay. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Muss es was Nützliches geben? Ja, zum Beispiel antike Gliederarmbänder aus Silber. Aber ich denke, ach, hier verlässt er die Kampagne nicht als armer Mann, der Nate. Ach, von dem Zeug, was er hier an Schätze findet, kann er mal wieder gut leben. Hier ist sonst nix. Auch mit dem Scheiß. Oh, hallo Knechterinos. Ihr habt Wasser. Ihr habt Wasser für mich. Das ist gut. Jetzt muss man wirklich ums Wasser kämpfen, wie es aussieht. Ih. Okay, dich kriege ich aber so noch. Okay, da Gewehr habe ich jetzt schon, der Schrotflinte. Das ist doch schon mal ein Anfang. Geht, war doch wieder der mit dem Schrumpfkopf. Ich nicht. Ah, na. Also der Schrumpfkopf-Handlanger ist mal wieder dabei. Nee, wir nehmen jetzt die M9. Und die Para. Okay, also unseren Schrumpfkopf-Handlanger ist ja auch wieder dabei. Krieg ihn nicht. Ah, na. Das finde ich immer gut. Und dass so Kreaturen wieder dabei sind. Bist du der Schrumpfkopf-Handlanger? Nee, sieht nicht so aus. Okay, geht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das lief nicht so gut. Na gut.
Hallo? Ah, du bist der mit der M9. Das ist natürlich sehr geil. Die nehme ich liebend gern. Nehme ich lieber als den anderen Scheiß. Echt, Herr Stummel. Uff, Kerle. Oh, Mann. Nee, das mag ich nicht, aber. Hinterher! Wieder der Schrumpfkopf. Alter! Ganzes Magazin in den Scheißtyp verballert. Ach, da ist noch so einer. Ach, die Musik ist jetzt sehr episch, muss ich sagen. Gott. Okay, das ist jetzt weniger episch. Das ist jetzt wieder dieses Rumgeknödel. Gott. Jetzt habe ich nichts mehr übrig. Boah, Kerl. Alter. Dürfte ich deine Mol? So. Uah. Muss ich mal an Futurama denken. Wo der Nibbler bei der Pizzeria ruft, wo der Fry früher geschafft hat. Und da nennt sein Chef dann, ach so, und Fry, sein ehemaliger Chef, spreche Sie lauter, klingt so, als hätte sie eine Art Schrumpfkopf auf ihrem Torso. Und genau so klingen die Typen für mich. Als hätten sie eine Art Schrumpfkopf auf ihrem Torso. Okay, ihr Getränk ist jetzt aber nicht mehr da. Die Feldflasche wäre jetzt ach sehr willkommen. Sehr gut. Die will ich nicht. Ich will nach wie vor das fette MG haben. Okay, jetzt habe ich wieder voll aufgerüscht. Und sind sie noch nicht alle tot? Noch nicht alle Schrumpfköpfe niedergemacht? Tot in Schrumpfköpfen. Er ist da drin, die nicht entkommen. Okay, nochmal. Komm her. Hoppala. Nochmal. Komm schon. Trau dich. Sehr gut. Die Musik hört auch auf, dramatisch zu sein. Ich denke, jetzt könnte man auch die Leiche flattern. Oh ne, jetzt kommt nur neue dramatische Musik. Na dann. Ja, der Abschnitt ist schon sehr episch. Er ist weg. Nix da bin ich, du Hansel. Na komm doch her. Zack. Und die Rieb geschossen und schon war's das. Okay. Nein, die Rafika will ich da gar nicht. Ach, da hinten ist noch so einer. Okay. Oh, und da ist auch noch einer. Hallo? Hallo? So. Upsala. Bumm. Okay, der hat es noch erwischt. Komm schon her. Aus dem Rieb. Gott. Sehr schön. Oh je. Schätze finden wir aber hier keine mehr. Nur... Mist. Das wird langsam lächerlich. Was wird langsam lächerlich, dass man kein Wasser findet? Ich hab's doch genau gesehen in der Filmsequenz. Die Typen haben doch Wasser gehabt. Und flatter halt die Kadaver und schnappt nach Danny ihr Wasser. Was jeder andere vernünftige Mensch machen wird, wenn er am Verdorste ist. Das, was ich brauche. Ja, das ist genau das, was brauchst. Oh, hoppla. Okay, der ist zumindest ein bisschen clever, der Typ. Kommen wir hier noch raus, oder? Ja. Jetzt ist er nämlich so clever. Wenn der so klug ist, warum ist er dann tot? Gut. Ah, da ist noch ein Schatz. Sehr schön. Und zwar liegt hier mein lang vermisster antiker Achat-Ehering. Ja, dann habe ich vermisst. Den gebe ich der Elena dann später. Jo, wunderbar, oder? Und ich sage, das kann ich noch runterknallen. Oder? Kann ich das nicht noch runterschießen oder so? Na also, und schon macht sich ein Weg frei.
Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, denn gehen wir morgen bei Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.